einfach Rock pur. Das ist Wahnsinn. Das ist klasse, echt. Sind zwar ein bisschen dünn, aber die haben schon was drauf. Okay, wo ist der Olli? Ja, die Haare und überhaupt das Aussehen eben, ne? Also die mit dem Bass, die ist etwas zu wummig. Mach die mal etwas trockener, bitte. Wir drei, wir sind die Specials. Die ganze Band ist halt eine der besten Kölsch-Rock-Bands, das ist total genial. An diesem Punkt, wo ich sagen würde, wo wir das uns alles nochmal anders überlegen, schnell nach Hause fahren, Fernsehen gucken. Guten Abend, Köln! Wir ruhen über das schwarze Haar. Für jeden Blick da weht man klar. Pass auf, yes, das ist nicht mit Volles. Tränk dich aus, frag an mich ran, an die Hände, küsst du den Tag. Für einen Norddeutschen ist Kölsch zu verstehen wesentlich einfacher als Eros Ramazzotti. Finde ich zumindest. Also ich spreche kein Wort Italienisch, aber Bayer verstehe ich, wenn ich will. Ne, das ist ja immerhin noch eine deutsche Sprache, wenn man auch nicht alles versteht, aber so Bruchteile kriegst du halt live immer mit und in den Platten sind Übersetzungen drin, da steht der ganze Text nochmal in Hochdeutsch neben. So ein paar Frauen zu uns, die haben gesagt, also sie fanden das irgendwie schon fast abartig, wie wir darüber reden würden. Und ich finde es eigentlich total abartig, wenn irgendwelche Frauen das immer direkt auf sich beziehen und meinen, irgendwie wir würden in ihnen nur irgendwelche Objekte für den Sex sehen. Aber es gibt Situationen im Leben, und das hat bestimmt auch jede Frau schon mal erlebt, wo Liebe, also wo Liebe überhaupt nichts zu suchen hat, wo die Menschen einfach nur geil und besoffen oder sonst irgendwas sind. Und wir haben über alle Sachen Songs geschrieben und halt auch mal einen Song über die Geilheit. Ich will zu euch, nicht zurück auf die Bühne. 1, 2. Yeah! Also, auf der Wiese legen, durch keine Arme. 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 Mein Vater ist 50 und mit 50 sieht man manche Sachen anders wie mit 30, ne? Oder mit 20. Und wenn man sich immer versucht, ein bisschen bei dem anderen reinzudenken und der dann auch bei mir, dann hast du irgendwo immer so ein großes Feld, so groß, auf dem man sich bewegen kann, wo alle beide klarkommen. Ne? Ich meine, gut, der zieht mit uns nicht mehr um den Block nachts nach den Konzerten, aber der sitzt mit uns im Studio und schreibt mit uns vorher. Und ich habe Gitarre spielen von ihm gelernt, also das ist schon okay. Der hat uns immer unterstützt, was die Musik angeht. Drei Dutzend Kilometer weg von zu Hause. Tel Aviv ist der Airport, wo ich ankomme. Fragte Glück, fragte Sport und ich schlug mich irgendwo vor. Warten erst nicht erst.
sind schon sich selber am Feiern beim Konzert. Und ich finde, dass das auch richtig ist, weil die Leute, die hier hinkommen, die kennen zum größten Teil die ganzen Songs von der Platte oder haben es schon mal live gesehen. Und die kommen hier hin und lassen ihre ganze Alltagsscheiße zu Hause und haben hier 3 Stunden Party. Und das ist mein Job. Noch einmal und richtig laut. Na also. Curly on.